Moin alle Guten und willkommen beim Sushi TV. Mein Name ist Boris und heute schwätzen wir über 6 wichtige Fakten, was der Sushi Train angeht. Alles. Für die, die nicht wissen, der Sushi Train ist eigentlich eine Laufbahn, wo der Chef so kleine Telleren drauf mischt. Die Telleren drehen aneinander rum, die Leute sitzen sich bei und hören sich direkt vom Laufband die Sushi, wo sie wollen. Heute dazu will ich schon mal so Standard Laufbänder Sushi trainen, aber in Amerika, wo sonst geht es extrem cooler. Wie zum Beispiel in diesem Video, da ist ein richtig schöner Zug, den die Telleren nutzieht und die Leute erwähnen natürlich für einen normalen Sushi Train, aber der Effekt ist natürlich super cool, wenn ein riesiges Lokomotiv lärmig fährt und das Ganze Hand zieht. Ein Sushi Train ist immer eine Volonté. Heute in Lützeburg ist der Preis ungefähr so 23 bis 24 Euro pro Person. Und da ist auch das Problem bei der Sache. Nicht um Preis, aber dass es eine Volonté ist. Weil muss ich sagen, der wird schon nicht denken, dass er den absoluten Top von Sushi kriegt für Sushi à Volonté. Aber pass auf, ich sage nicht, dass der Fisch oder der Reis so schlecht ist. Das ist genau dieselbe, wie wenn der à la carte bestellen. Und da sind wir schon direkt beim nächsten. Fact number 2. Weil im Sushi Train kriegt er just Basis-Sushi. Ein Basis-Sushi nenne ich zum Beispiel Maki, California-Rollen und Nigiri-Sushi. Eigentlich alles das, was schnell und auch billig ist. Weil guckt ein Kabanen an Sushi dran. Da sieht dass meistens Sommer, Avocado und Cornichon benutzt gehen. Alles, was 3 Mal nicht kostet, weil wenn sie Ton dran machen, gibt der Preis schon Blut gehen, dann hat es schon Schwierigkeiten mit ihrem Preis à Volonté. Weil da muss ich an die Lage vom Restaurateur versetzen. Für ihn ist es wichtig, so sehr wie möglich satt zu kriegen. Dabei hilft schon die Kombination Reis und Reisessig, weil die wirken direkt extrem sättigend. Da kommt also ran an das Restaurant, der freut schon den ganzen Tag auf Sushi und der Restaurateur hat also eine echte Sache, ihr mal direkt den nächsten Hunger zu holen. Und das möchten an dem Sinn schnell Sushi präpariert mit billigen Ingredienten, wo der dann eigentlich am Anfang rauffuttert, wie sehr wie ihr könnt gucken, aber wohin 3 Mal leicht gekostet wird. Aber möchten also, wenn der nächste Hunger wie es gut ist, dann passt mal auf. Da kommen die richtig kreativ Sushi nicht. Und von denen holt er vielleicht noch einen Teller von dem Laufband drauf, aber das ist schon vielleicht das Maximum, weil er einfach schon zu viel Sushi gießt bis dahin. Fact number 3. Für den Restaurateur ist es wichtig, den Sushi Train schmackhaft zu machen. Das heißt, ob der lernt das Restaurant geht und einfach bis er abguckt oder ob er rankommt an das Restaurant, ist es wichtig, auf den ersten Blick muss der Sushi Train unzählend sein. Und die einzige Manier für das zu machen, dass schon Sachen Laufband drauf sind. Überhaupt irgendein drauf sitzt und direkt die Leute hier rankommen und sich, wow, guck mal, die sind noch schon da, wir brauchen nicht just beizusitzen und unseren Teller aufzuholen und unsere Sushi zu essen. Auch da muss man aufpassen, weil zwischen den Tellern, die schon auf dem Laufband drauf sind, ist bald kein Sushi dabei. Aber wenn Sushi da ist, da sind oft Maki und ein bisschen Sommer dran, also etwas, was schnell und billig war. Die anderen Teller für aufzufüllen, da holen sie oft einen kleinen Salat, so kleine Frühlingsrollen, die aus dem Tiefkühlfach kommen, sehr an Frittefett gehalten sind, 3 Mal nicht kosten und immer so gut als Fingerfood ist. Dann von ihnen noch Wasabi, da kriegt ihr noch Ingwer und nicht vergessen noch den Wakame. Just für zu sagen, der Wakame, die kriegt ihr an der Provençal am Kilo zu kaufen, am gefrorenen Rayon, die ist die entnehmen sich den Teil, wo sie gerade brauchen für den Tag und dann wird das serviert. Und ich meine, das sind so 8 Euro für 1 Kilo. Pro kleinen Teller kriegt ihr dann immer so eine kleine Mini-Dosis, kostet also 3 Mal nicht. Fact number 4. Der Sushi Train funktioniert eigentlich nicht mehr, weil viele Leute an den Sushi Train sitzen. Wen muss ich das vorstellen? Nicht ganz einfach. Wenn er just zu 2 oder zu 3 da sieht, und du hast einen relativ großen Sushi Train, der Chef der geht dann hin und sagt, 2, 3 Leute oder 4 Leute, die essen so und so viel Sushi, die fangen ihnen drauf zu leeren. Ja, da sind so Plätze zwischen den Tellern, die frei sind. Der nächste Eindruck, wo mir dann 100 ist, war der Restaurateur, die knickt. So, was möchten dann? Genau dasselbe wie am Anfang. Er geht so kleine Teller sichern, die mit Wakame füllt, Ingwer, Wasabi, aber noch immer. Und die legen dann so dazwischen. Für das ist einfach nur gut viel ausgeseit. Fact number 5. Der Sushi Train ist nicht gekillt. Die Schwimmen muss ich nicht vorstellen. Das ist am Anfang ein Laufband, man hat einen Magnet innen drüber, Teller sind noch magnetisch und natürlich zieht das ganz einfach so herum, bis den Teller hochfällt. Und das ist eigentlich auch das Problem. Ich hatte schon den Fall gehabt, dass ich an einem Sushi-Restaurant saß, Sushi Train, wir waren zu 4, die da saßen und ich hatte einfach keine Lust auf Nigiri-Sushi. So, ich habe sie nicht geholt.
Den Opo hat nicht geholt, den anderen noch nicht. Und die sind noch schön fröhlich so rumgedreht, während 1,5 Stunden. Bis die nächste gekommen sind, die haben sich auch gesagt, oh, ein Nigeri-Sushi, an den haben die reagiert. Das ist nicht, dass es noch 1,5 Stunden schlecht ist. Aber das ist immer sehr frisch und muss ihn einfach vorsichtig sein, weil 1,5 Stunden draußen ist aber schon relativ kritisch. Natürlich von den Restaurateuren fragt, theoretisch holen sie sie in einer Zeit schon rauf, allgemein sie weg. Natürlich meinst du das. Fakt Nummer 6. Wenn der am Anfang ich sitzt und den Sushi-Train, dann stapelt er eigentlich schon direkt die echt Telleren so benehmen, weil er einfach sehr ist. Server lassen sich gewähren, stapeln die Stapel ab, bis einen gewissen Moment, und dann kommen sie, und dann holen sie die Stimmung weg, und ab dann kann das bald so, und dann kommen sie alle Minute bis 2 Minuten lernst und holen die Telleren immer weg. Für was? Weil den ersten Hunger ist schon mal fort, und ab dann also es wichtig, alles was er isst, dass der Hand die Impression hat, wow, was hat mir viel Sushi gegessen für die 23 oder 24 Euro, die wir bezahlt haben. Für den Restaurateur waren da praktisch kein Freien an dem Ganzen. Mit dir hat die Impression gehabt, dass der rausgegangen sieht, also da muss man nicht hin. Konklusion. Ich gebe euch Roden, wenn der Lust hat auf Sushi-Train, da gibt es Mittags essen. Morgens geht das ganz frisch gemäht, theoretisch. Dann kriegt das eben auf dem Laufband am Sushi-Train nämlich serviert. Und abends gebe ich das nicht mehr essen, weil es nämlich abends Sushi-Train essen gegangen. Und ich habe gesagt, an der Tisch, was der Chef schon gemacht hat, aus dem Frigo kleine Tellerin rausgeholt mit Maki, Kalifornien drauf. Und den muss schon mal direkt auf das Laufband gelöst. Wie gesagt, natürlich, wenn sie fragt, sind sie mittags direkt weggehalten. Natürlich haben sie das gemacht. Hier war ja nur just eine Ausnahme, natürlich. Dafür gebe ich so, wenn du also Lust hast auf Sushi-Train, dann erst am mittags, an abends holst à la carte. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. 6 Fakten über Sushi-Trainen. Ich hoffe, du waren ein paar interessante Sachen für euch dabei. Und dass ihr die Sachen mal ein bisschen anders das gesehen, wenn ihr nicht Sushi essen geht. Was ihr noch machen könnt, hier unten sind noch andere Videos. Könnt ihr noch anklicken. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Da verpasst ihr auch gut nichts mehr. Die Knäppchen habe ich euch direkt hier drin gemacht. Und ich sage euch nochmal schon vielmals merci. Und bis demnächst. Ciao.